Was gießt der Heilige Geist in uns hinein? Wir sind ja mitten in unserer Predigtserie unterwegs, erwartungsvoll. 1. Korinther 12, der Heilige Geist, die Geistesgaben, die Ausgießung des Heiligen Geistes und so weiter. Und wir lesen da jeden Sonntag ein Stück immer weiter, Abschnitt für Abschnitt. Und heute kommen wir zum 1. Korinther 13, zum nächsten Abschnitt. Das hohe Lied der Liebe. Das ist spannend. Wieso ausgerechnet jetzt kommt dieses hohe Lied der Liebe? Wieso schreibt jetzt Paulus plötzlich von dieser Liebe? Mitten in diesem Abschnitt über all diese Dinge. Das muss ja schon speziell wichtig sein. Und vielleicht auch für uns ganz spannend. Wir haben so verschiedene Dinge heute gehört. Leute, wir haben gesehen in diesem Film am Anfang, Leute, die ihre Gaben einsetzen für das Reich Gottes. Wie sie in Liebe Menschen begegnen und einfach dienen. Wir haben gehört von diesem Eintrittsticket in den Himmel. Ja, da fragen wir uns, was ist denn das Ziel vom Christsein? Könnte es sein, dass es die Liebe ist? Eine Liebesbeziehung zu Gott? Ich denke, da sind wir sehr nahe am Kern, eine Liebesbeziehung zu Gott. Was für eine wunderbare Sache. Und wenn wir diesen Abschnitt vor uns haben, das hohe Lied der Liebe, dann, ich weiß nicht, wie es euch geht, das ist so ein Text, dann ist das Hohe, oder? Das Hohe ist ein ganz spezieller, hoher Text. Und dann das Lied, ein poetischer Text, ein schöner Text. Übrigens auch ein Text, den kennen ja viele Leute sogar, egal ob sie Christen sind oder nicht. Das hohe Lied der Liebe. Und ich merke auch, das ist oft ein Text, der vereint viele. Da sagt man, ja gut, wir haben diese verschiedenen Themen, diese christlichen Themen, aber bei der Liebe, da, ja, es geht um die Liebe steht im Mittelpunkt, das ist so etwas Entscheidendes und Wichtiges und Gutes. Und ich merke sogar auch in der Welt, wenn wir mit Leuten unterwegs sind, die haben mit Jesus gar nichts zu tun, aber wenn es um die Liebe geht, dann sagen alle, ja, die Liebe, das ist das Wichtigste, dass da Liebe ist, das braucht man immer unbedingt. Und ich habe mich jetzt gefragt, ja, wie ist es denn mit der Liebe? Wir haben letzthin mit der Familie so einen Schnulzenfilm geschaut und am Schluss sagt eine tiefe Männerstimme, das Wichtigste, was zählt, ist die Liebe. Und dann ist der Film fertig. Die Liebe. Die meisten Menschen würden das unterschreiben, das ist etwas vom Wichtigsten oder sogar das Wichtigste, was es gibt. Und oft hört man dann so Sätze, ja, egal wie es ist, Hauptsache es ist mit Liebe. Oder Hauptsache die Liebe ist da, dann ist das andere fast ein bisschen egal. Ja, egal wie du denkst, was wir machen, egal wie das alles ist, Hauptsache es ist Liebe. Wir müssen uns nur lieben, dann ist alles gut. Und ich denke mir dann schon, ist das wirklich Liebe, wenn eigentlich alles egal ist? Bei mir ist Liebe genau das Gegenteil, dann ist mir eben nicht alles egal. Unser Bibeltext zeigt das dann auch wunderbar. Aber wenn ich zum Beispiel an meine Kinder denke, ich liebe sie. Das ist mir doch nicht egal, wenn die absiffen im Leben. Wenn die plötzlich Alkoholiker werden zum Beispiel, das ist mir überhaupt nicht egal. Dann, gerade weil ich sie liebe, unternehme ich ja etwas dagegen. Oder wenn sie jetzt klein sind und auf der Straße spielen und es kommt ein Lastwagen gefahren, dann denke ich nicht, ja, Hauptsache wir lieben uns, egal, wenn sie dort spielen wollen, sollen sie ruhig spielen. Im Gegenteil, dann renne ich hin und reiße sie weg, so schnell wie ich kann, oder schreie laut oder was auch immer ich irgendwie machen kann. Also für mich ist das klar, Liebe ist etwas sehr Aktives. Und es ist einem dann überhaupt nicht egal, was mit den anderen los ist, was da läuft. Und es ist spannend, wenn wir jetzt in diesen Bibeltext eintauchen über die Liebe. Paulus hat den nicht geschrieben für eine Hochzeit. Aber an Hochzeiten wird ja auch ganz viel gebraucht natürlich mit der Liebe. Sondern er hat ihn geschrieben mitten in diesem Brief über die Gaben, über den Heiligen Geist, über die Gemeinde und so weiter. Das hat ganz viel mit uns heute zu tun, egal wie das mit Hochzeit aussieht. Aber Paulus schreibt das da zur Gemeinde, zu den Menschen und da wollen wir zusammen lesen. Tauchen wir ein in 1. Korinther 13. Ich lese das ganze Kapitel, es sind nur wenige Verse. Aber es ist ein sehr poetischer Text. Vielleicht genießt ihr einfach mal diese Worte. 1. Korinther 13.
wenn ich in den Sprachen der Menschen und der Engel rede, aber keine Liebe habe, so bin ich ein tönendes Erz geworden oder eine schallende Zimbel. Und wenn ich Weissagung habe und alle Geheimnisse und alle Erkenntnis weiß, und wenn ich allen Glauben habe, so dass ich Bergen versetze, aber keine Liebe habe, so bin ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe zur Speisung der Armen austeile, und wenn ich meinen Leib hingebe, damit ich Ruhm gewinne, aber keine Liebe habe, so nützt es mir nichts. Die Liebe ist langmütig. Die Liebe ist gütig. Sie neidet nicht. Die Liebe tut nicht groß. Sie bläht sich nicht auf. Sie benimmt sich nicht unanständig. Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet Böses nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich mit der Wahrheit. Sie erträgt alles. Sie glaubt alles. Sie hofft alles. Sie erduldet alles. Die Liebe vergeht niemals. Seien es aber Weissagungen, sie werden weggetan werden. Seien es Sprachen, sie werden aufhören. Sei es Erkenntnis, sie wird weggetan werden. Denn wir erkennen stückweise und wir weissagen stückweise. Wenn aber das Vollkommene kommt, wird das, was stückweise ist, weggetan werden. Als ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind, dachte wie ein Kind, urteilte wie ein Kind. Als ich ein Mann wurde, tat ich weg, was kindlich war. Denn wir sehen jetzt mittels eines Spiegels undeutlich, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise. Dann aber werde ich erkennen, wie auch ich erkannt worden bin. Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei. Die größte aber von diesen ist die Liebe. Ich will gerne gerade beten. Danke, Vater im Himmel, für diesen Bibeltext. Danke, dass er voller Wahrheit ist. Und danke, dass er uns zum Kern hinführt, zu etwas, was dir unglaublich wichtig ist. Am Ende bleibt die Liebe. Und wir bitten dich, schenk, dass wir heute ein Stück weit den Schleier gelüftet bekommen, um etwas mehr von dieser Liebe zu verstehen. Amen. Dieser Text ist fantastisch. Er weist auf die Zukunft hin. Wenn das Vollkommene kommt, dann einmal, dann wird das weggetan, was Stückwerk ist und so weiter. Er weist auf die Zukunft hin. Er weist auch in die Gegenwart. Und ich habe sogar etwas entdeckt, und da wollen wir starten gemeinsam. Ich habe etwas entdeckt, was in die Vergangenheit weist. Nämlich Paulus sagt hier, dass er erkannt worden ist. Das finden wir gerade hier in diesem zweitletzten Vers. Er wurde erkannt. Er wurde von Gott erkannt. Und bei diesem Erkannt wollen wir mal einhaken und schauen, was hat es mit diesem Erkanntsein auf sich. Im Altgriechischen steht da das Wort Ginosko. Und das hat entweder damit zu tun, dass man etwas verstandesmäßig erkennt, also so wie die Wissenschaft etwas erkennt, oder es hat damit zu tun, dass man beziehungsmäßig etwas erkennt, also einen anderen Menschen erkennt. Und hier in diesem Abschnitt ist es eindeutig, es geht nicht darum, dass jetzt Gott den Paulus wissenschaftlich erkennt, wie der etwa wäre, sondern Paulus sagt, ich bin von Gott erkannt. Er geht auf die Beziehungsebene ein von diesem Wort. Es geht um ein beziehungsmäßiges Erkenntsein. Und da geht es also viel tiefer als nur darum, einfach, dass jemand etwas über einem kennt. Ich kann das an einem Beispiel festmachen. Ich habe meine Frau, Janine, vor etwa 23 Jahren kennengelernt, in der Teenie-Zone. Also Teenie-Zone ist recht cool, da lernt man wichtige Menschen fürs Leben kennen, das kann durchaus passieren.
Und damals habe ich ein paar Dinge über sie gewusst. Sie war eine Frau, sie war hübsch, sonst habe ich nicht so viel gewusst. Sie ist aufgestellt, sie geht da und dort in die Schule. So, ein paar Dinge habe ich gewusst. Und sie hätte mir einen Steckbrief geben können, wo steht, wo sie geboren ist, genaue Angaben, alles Details, damit ich sie so mit dem Verstand kennenlernen könnte. Aber dann haben wir uns verliebt. Wir sind unterdessen seit vielen Jahren verheiratet. Und unterdessen kann ich sagen, ich habe sie viel, viel, viel besser kennengelernt. Ich kenne sie, wie sie ist, wenn wir am Morgen aufstehen, nach einer kurzen Nacht, weil die Kinder geschrien haben. Ich kenne sie, wie sie ist, wenn sie schlecht gelaunt ist. Ich kenne sie, wie sie ist, wenn sie gut gelaunt ist, wenn sie mir viel Freude macht. Ich kenne sie mit all ihren Facetten. Ich habe ein viel tieferes Verständnis davon, wie sie wirklich ist. Jetzt gut, ich kann das auch sagen, bei den Frauen erkennt man sie ja nie ganz. Das ist immer ein bisschen auch geheimnisvoll. Es ist noch viel Luft nach oben, aber trotzdem, es zeigt doch ein wenig, das Erkennen, das geht viel mehr in die Tiefe. Es zeigt etwas über das Persönliche, das Innere, was da ist. Es geht so um eine Herzensverbindung. Und von so einem Erkennen spricht Paulus hier. Er spricht nicht einfach etwas Wissen über eine andere Person, sondern er sagt, es ist eine Herzensverbindung hier zwischen mir und Gott, zwischen Gott und mir. Und er hat mich ganz erkannt. Er weiß, wie ich bin. Es ist in eine Beziehung gekommen. Es ist auch interessant, dass Paulus hier davon spricht, ja, dass das eigentlich auf die Gläubigen zutrifft, in anderen Stellen auch im Neuen Testament. Gott kennt alle Menschen in- und auswendig, weil Gott ist allwissend. Aber bei einigen Menschen, diejenigen, die ihr Herz für Gott auftun, die in eine Beziehung kommen mit Gott, findet noch ein tieferes Erkennen statt, dass da noch mehr Erkenntnis ist, so eine Beziehung, eine Herzensverbindung. Es ist ja auch interessant, einige von euch kennen sicher diesen Begriff mit dem Erkennen auch aus der Bibel. Dann heißt es manchmal von einem Mann, und er erkannte seine Frau und sie ward schwanger. So vielsagend, oder? Aber es zeigt, dass dieses Wort wirklich dort gebraucht wird, wo so ein ganz nahes Zusammensein ist. Ohne, sage ich mal, ohne Hüllen, ohne Abschirmung, wirklich ganz nahes Zusammensein, ohne irgendetwas, was dazwischen steht. Und um ein solches Erkennen geht es. Und Paulus greift dieses immer wieder auf. Er schreibt zum Beispiel im Galater, er schreibt zu den Leuten dort, früher habt ihr an irgendwelche Götzen und so weiter geglaubt, aber dann seid ihr ja zu Gott gekommen. Und dann sagt er, jetzt aber habt ihr Gott erkannt. Also ihr habt ihn kennengelernt, aber auch in so eine Herzensbeziehung herein. Jetzt aber habt ihr Gott erkannt, aber vielmehr seid ihr von Gott erkannt worden. Und im 1. Korinther 8 schreibt er, wenn jemand Gott liebt, der ist von Gott erkannt. Also Paulus geht hier zurück, eigentlich in die Vergangenheit, und er sagt, hier ist ganz viel Erkennen. Gott hat dich erkannt. Und ich weiß jetzt nicht, wie es dir geht, wenn du darüber nachdenkst. Gott hat dich erkannt. Was bedeutet das? Gott schaut uns Menschen an. Gott schaut dich an. Ich denke im ersten Moment an positive Dinge. Er sieht unsere Würde. Er hat Freude an uns, weil wir seine Geschöpfe sind. Er erkennt uns als seine Ebenbilder, wie er uns gemacht hat. Aber im zweiten Gedanken habe ich auch Bammel, vielleicht fast Furcht. Wenn er mich erkannt hat, dann kennt er auch meine Schattenseiten. Er weiß, was alles schief geht in meinem Leben. Er weiß von meinen schlechten Gedanken, von denen niemand sonst etwas weiß. Er weiß, wie es in meinem Herz aussieht. Er kennt meine Sünden, meine Schulden. Ich weiß nicht, wie es dir geht bei diesem Gedanken, wenn du hier bist. Vielleicht hast du auch Dinge in deinem Leben, von denen weiß niemand etwas. Dinge in deiner Vergangenheit, die schlecht sind. Und du denkst jetzt, oh, wenn Gott mich erkennt, dann kommt das nicht gut heraus. Gott ist heilig. Gott ist gerecht. Gott ist gut. Und wenn er das alles weiß, wenn er das mir so nahe kommt, wenn er mich so tief erkennt, ja, dann ist Licht erlöschen, dann ist aus die Maus, dann ist Schluss, dann ist fertig. Wenn ich aber darüber nachdenke, wie Paulus dann trotzdem schreibt, so positiv, Gott hat mich erkannt und man spürt so, er ist begeistert von diesem Gedanken. Wie kann das dann sein?
Für mich hat das mit dieser Liebe in diesem Kapitel zu tun. Paulus hat erkannt, wie Gott ist, dass da Liebe ist, dass gerade diese Schuld und dieses Schlechte, dass das die Liebe in Gott entbrannt hat, entfacht hat und dass das Gott nicht kalt gelassen hat und dass er eingegriffen hat, dass er gewirkt hat, dass er nicht gesagt hat, ja, ich liebe euch, also egal, was ihr macht, sondern im Gegenteil, wenn der Lastwagen gefahren kommt, dann greift er ein und macht etwas gegen diese Gefahr, gegen das Verlorensein. Und er kommt und wirkt. Und das sehen wir in der ganzen Bibel, wie sich diese Liebe zeigt. Gott nimmt sich unserer Schwachheit an. Wie der Schuldner, dem die ganze Schuld erlassen wird. Wie das verlorene Schaf. Und der Hirt setzt sich ein, bis es gefunden ist. Wie der gute Vater, der sich freut, wenn sein Sohn nach Hause kommt, auch wenn er das alles verbockt hat in seinem Leben. Und der herausgeht zu seinem zweiten Sohn, der immer da war, aber der das Gefühl hat, der Vater ist weit weg von ihm. Gott hat uns erkannt und er hat etwas unternommen in seiner Liebe. Die Liebe zu ihm ist entbrannt. Und ich habe diese verschiedenen Stichworte hier mitgebracht, um das auch zu zeigen. Man spürt das in diesem Kapitel 13 so richtig, wie Paulus sagt, Gott hat mich erkannt und es hat seine Liebe entfacht. Und das hängt alles so zusammen. Die Liebe von Gott zu uns Menschen, sie ist geduldig, sie ist langmütig, sie hat den Menschen nicht einfach zerstört, weil so viel Schlechtes da war, sondern im Gegenteil. Die Liebe ist gütig, weil Gott hat gesagt, gut, ich sende euch meinen Sohn auf die Welt, er kann dieses Problem lösen, ich komme selber als Gott mitten unter euch. Und gerade an Jesus erkennen wir auch diese Liebe, die Jesus unterwegs war und gesagt hat, ich mache den Auftrag meines Vaters. Er hat nicht für sich selber geschaut, er war nicht in dem Sinne neidisch. Jesus hat sich der Schwachen angenommen, der Armen. Er hat nicht groß getan, er ist zu den Kindern gegangen. Er hat die Aussätzigen berührt und geheilt. Er hat Ausgegrenzte ermutigt. Wir können diese Liste lange weitermachen. Und Jesus hat sich selber gedemütigt, er hat sich nicht aufgebläht. Währenddem die Jünger gestritten haben, wer ist der Größte, ist Jesus hingekniet und hat ihnen die Füße gewaschen. Er hat sich nicht aufgebläht. Jesus selber, er war nicht unanständig. Er hat nicht das Seine gesucht. Er hat sich auspeitschen lassen für die Schuld der Menschheit. Er hat sich anspeien lassen. Ihm wurde die Dornenkrone aufgesetzt. Er hat sich ausspotten lassen. Er hat nicht das Seine gesucht, aber er wurde nicht zornig dabei. Er wurde nicht erbittert. Da war kein Wutausbruch. Er hat das mit Würde getragen bis ans Kreuz. Und als er dort war, hat man gesehen, er rechnet das Böse den Menschen nicht zu. Er hat gesagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Er hat sich nicht schadenfreudig über diejenigen links und rechts gefreut. Ihr habt das verdient, dass ihr da am Kreuz hängt, links und rechts von mir. Sondern im Gegenteil, er hat die Reue des einen gesehen und gesagt, heute wirst du mit mir noch im Paradies sein. Jesus war da am Kreuz und hat den Weg aufgetan, den Weg zum Vater. Er selber hat gesagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Es war ein Moment absoluter Wahrheit, wo sichtbar wurde, wie wir Menschen ticken, dass wir sogar den Gott, der zu uns kommt, ans Kreuz nageln. Aber auch ein Moment der Wahrheit, wo sich Gott offenbart hat und gezeigt hat, er unternimmt alles, um uns zu retten. Jesus, er hat wirklich, wirklich alles ertragen. Er war ganz verlassen am Kreuz. Und in diesem Moment können wir auch sagen, er hat alles geglaubt. Er hat auf Gott vertraut, auf den Vater, dass er einen guten Plan hat. Dass das Richtige ist im Moment, dass er stirbt und sein Leben hingibt für uns Menschen. Und dass das gut ist, auch wenn nur ein Mensch das nachher glaubt oder das in Anspruch nimmt. Und Jesus hat seine ganze Hoffnung auch auf den Vater gesetzt. Er hat gesagt, in deine Hände empfehle ich meinen Geist. Und er hat alles erduldet bis zum Schluss, bis in den Tod.
Ihr seht dieses Erkanntsein. Jesus, Gott hat uns erkannt in unserer Schwachheit, aber hat darauf reagiert in einer unermesslichen, in einer riesigen Liebe. Das ist diese Stichworte in diesem Bibeltext. Wenn wir die lesen und wenn wir sehen, wie Paulus darüber schreibt, dann können wir nur darüber nachdenken, wie das Gottes Liebe beschreibt. Gottes Liebe zu uns Menschen, indem dass er uns erkannt mit unseren Schwachheiten und wir merken, hey, wir können da nichts ausrichten. Aber Gott, er liebt uns doch so fest. Wie schön, dass er uns erkannt, dass er diese Herzensverbindung zu uns sucht, dass wir erkannt sind, dass wir geliebt sind in dem drin. Was für eine wunderbare Aussage in diesem Kapitel. Und ich will dich ermutigen, ich weiß nicht, wie du heute gekommen bist, was dich beschäftigt, was du in deinem Herzen mitträgst, ob du dich nahe bei Gott fühlst oder weit weg. Ich glaube, Paulus, der das geschrieben hat, wie auch wir lesen im Korintherbrief, der kannte die Abgründe der Menschen. Er kannte die Abgründe der Korinthergemeinde. Er schreibt über viele Probleme, die da waren. Und trotzdem schreibt er, hey, ihr seid auch erkannt von Gott. Und das hat seine Liebe zu euch entbrannt. Und er hat alles dafür gegeben. Alles eingesetzt. Ich will dich ermutigen, wenn du dieses Kapitel liest, denk nicht zuerst an dich, sondern denk an die unglaubliche Liebe, die Gott für dich hat. Und dann lese ich aber dieses Kapitel auch und schaue nicht nur zurück, sondern auch in die Gegenwart. Und ich staune eigentlich, wie Paulus hier mit diesen Versen die Korinther kritisiert. Wir sind ja da in einem Abschnitt über die Geistesgaben, über den Heiligen Geist, über die Wirkungen in der Gemeinde, wie man miteinander das Christsein lebt. Und offensichtlich war das bei den Korinthern nicht so gut und Paulus hat gesagt, hey, jetzt muss ich euch etwas über die Liebe schreiben. Das ist jetzt an dieser Stelle wichtig. Das müsst ihr jetzt verstehen. Das ist viel wichtiger als all diese Gaben und so weiter. Das ist eine Art Kritik an den Korinthern. Denen hat die Liebe gefehlt. Er hat ihnen ja gesagt, ja, ihr habt da Sprachenrede und das ist eigentlich wie ein tönendes Erz und ein schallende Zimbel, also einfach Lärm. Und ihr habt da Weissagungen und Prophetie und Erkenntnis, wie fantastisch, aber ohne Liebe ist das alles nichts. Und sogar wenn ihr für die Armen alles gebt und sogar euch aufopfert und in den Märtyrertod geht, ohne Liebe, ist das nichts. Das ist alles nichts. Er kritisiert hier die Korinther. Und er sagt, ja, hier ist alles Stückwerk. Das Einzige, was wir hier machen, was bleibt, ist die Liebe. Und ich muss ehrlich sagen, ich finde das nett von dem Paulus, dass er die Korinther kritisiert, aber er hätte auch an mich schreiben können. Ich frage mich dann auch, wie viel Liebe steckt da drin in den Dingen, die ich tue. Schaue ich dann zuerst für mich selber oder liebe ich Gott, liebe ich die Menschen um mich herum? Die lieben Menschen schon. Die mühsamen Menschen manchmal weniger. Ich bin froh, hat Paulus hier die Korinther adressiert. Ich glaube, er hätte uns auch adressieren können. Und es ist auch interessant, dass Paulus jetzt hier schreibt von der Liebe und wir sehen, wie diese Liebe wirkt. Und es ist eben nicht einfach nur ein intensives Gefühl oder so, es ist etwas Schönes, sondern es ist ein intensives Gefühl, wie Jesus die Verlorenen sieht. Und man liest, es hat ihm wie den Magen umgedreht sogar. Es hat ihn richtig tief getroffen und dann hat es eine unglaubliche Dynamik ausgelöst. Und er hat gehandelt und er ist bis ans Kreuz gegangen. So eine Liebe, die herauskommt, die heraussprudelt, die sich in Taten zeigt. Wer liebt, der handelt anders. Und wer liebt, der handelt. Es bleibt nicht einfach bei sich. Und ich finde das so ungeheuerlich. Der Paulus zählt hier alle diese Liebesdinge auf und sagt, eifert nach diesem Weg. Und im nächsten Vers, im nächsten Kapitel sagt er sogar, eifert nach dieser Liebe. Und ich denke mir irgendwie, also der ist ja ein kluger Mensch, der Paulus, aber spinnt der irgendwie? Das geht ja gar nicht. Also das ist ja ein bisschen idealistisch dargestellt. Das können wir gar nicht. Das ist ein bisschen eine hohe Erwartung, der Paulus an die Korinther hat. Ich weiß nicht genau jetzt, wie soll das überhaupt gehen? Das ist doch unmöglich. Und wir fragen uns, wieso ermutigt er die Korinther, genau dieser Liebe nachzujagen und darum zu eifern?
Ich meine, einerseits ist es ja interessant, wie der Paulus hier sehr zurückhaltend schreibt. Er sagt nicht, ihr Korinther, seid geduldig, sondern sagt, die Liebe ist geduldig. Er macht so wie die Liebe zur Person. Also er formuliert hier irgendwie nicht sehr direkt, sondern zurückhaltend. Und trotzdem ermutigt er sie, dass das der Weg sein soll, den sie gehen sollen. Ich möchte euch da ein Zitat vorlesen, der diese Thematik von diesem Unerhörten so gut zusammengefasst hat von unserem berühmten Schweizer Theologen, von Karl Barth. Der schreibt dazu: Das ist das Unerhörte dieses Kapitels, dass Paulus es hier wirklich wagt, den Menschen zum Subjekt von Prädikaten zu machen, aus denen sich sofort zwingend ergibt: Da ist ein anderer Mensch, eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, das Neue ist geworden. Mit anderen Worten sagt Karl Barth hier, alle diese Prädikate, diese Eigenschaften der Liebe, das ist doch ungeheuerlich, dass Paulus schreibt, dass wir Menschen das Subjekt sein sollen, dass wir diejenigen sind, an denen diese Liebe so in dieser Art und Weise dann sichtbar wird. Das geht nur, also da kann man nicht anders darüber nachdenken, das geht nur, wenn wir nicht menschlich sind, sondern wenn wir eine neue Kreatur geworden sind. Wenn wir eine neue Schöpfung geworden sind. Wenn etwas anderes als das Menschliche in uns wirkt. Wenn das Göttliche in uns wirkt. Und das ist ja absolut zentral in diesem ganzen Abschnitt. Es geht ja um den Heiligen Geist, der in uns ist, der in uns wirkt. Im Galater 5 wird aufgezählt, welche Frucht der Heilige Geist in uns bewirkt. Und als erstes steht da Liebe. Liebe, was der Heilige Geist bewirkt. In Römer 5,5: Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Was für ein Geheimnis. Es ist nicht unsere Liebe, die aus uns hinausströmen muss, sondern der Heilige Geist gießt die Liebe Gottes in uns hinein, die überfließen darf. Nicht wir mit unserer Liebe müssen das machen. Und deshalb schreibt der Paulus den Korinthern: Hey Leute, eifert nach dieser Liebe. Es ist nicht eure Liebe, sondern es ist die Liebe von Gott, die er durch den Heiligen Geist in euch hineingibt. Eine göttliche Liebe. Etwas, was wir selber nicht machen können. Als drittes sehe ich in diesem Abschnitt Zukunftsmusik. Paulus sagt ja ganz vieles über die Zukunft. Er sagt über die Vergangenheit, ich bin erkannt worden, über die Gegenwart, hier, hey, eifert nach dieser Liebe, aber er weist auf die Zukunft hin, auf den Himmel, auf die Ewigkeit und was aus dieser Zukunft in die Gegenwart hineinragt. Vieles wird anders sein in der Zukunft. Unser Erkennen über Gott ist jetzt Stückwerk, aber wir werden ihn einmal von Angesicht zu Angesicht sehen. Jetzt verstehen wir alles so, wie wenn Kinder die Welt verstehen. Aber wir werden einmal verstehen, wie dann erwachsene Menschen die Welt verstehen. So beschreibt das Paulus in diesem Abschnitt. Er sagt, jetzt ist alles wie verschleiert, aber wir werden einmal dann das Vollkommene erkennen. Jetzt ist es wie verschwommen und irgendwann wird es glasklar vor unseren Augen sein. Jetzt wirken wir mit unseren Gaben und geben uns Mühe und haben manchmal Mühe. Aber was bleiben wird, ist Liebe, Glaube und Hoffnung. Und es ist interessant, dass diese Dinge auch bis in die Gegenwart hineinragen. Paulus will uns hier ermutigen, dass wenn wir leben, dass wir nicht aus der Vergangenheit oder der Gegenwart leben, sondern dass wir mit einer Zukunftsperspektive leben und uns fragen im Leben, was sind die Dinge, die wirklich bleiben? Also ich lebe sehr oft mit einer sehr klaren Gegenwartsperspektive. Habe ich Hunger, dann esse ich etwas, dann habe ich Lust zum Fernsehschauen, dann schaue ich Fernsehen, dann habe ich Lust, um ein bisschen zu gamen. Das darf ich dann nicht, weil meine Kinder dürfen auch nicht. Da muss ich dann warten, bis sie im Bett sind und so weiter. Ich weiß nicht, wie ihr das macht. Wir leben so oft einfach mit einer Gegenwartsperspektive. Aber Paulus ermutigt uns hier mit einer Zukunftsperspektive zu leben. Zu schauen, was hat in Zukunft Bestand, was hat in Ewigkeit Bestand. Und dann zu fragen, was hat das für eine Auswirkung auf den Alltag, hier und jetzt, hier bei uns. Und dazu ermutigt er uns. Ich frage mich manchmal auch, ist es deshalb, weil wir Not erfahren in unserem Leben,
dass wir Leid erfahren in unserem Leben, weil Gott uns schleifen will, weil er unseren Charakter formen will, dass wir Liebe lernen können. Ich meine, wenn alles schön und gut ist, ist das ein bisschen einfacher mit dieser Liebe. Wenn es herausfordernd ist im Alltag, dann ist es viel schwieriger. Aber ich glaube, dann können wir ganz, ganz viel lernen. Will Gott uns in gewisse Dinge hineinführen, damit wir lernen, wie diese Liebe sich auswirken kann, auch in Notzuständen, in leidvollen Situationen. Wenn sich Liebe da bewährt, was für eine Kraft hat das? Ich will zum Schluss diese Dinge zusammenfassen. Wir haben so wie eine Zeitleiste geschaut, jetzt, wo wir heute sind. Wir haben zurückgeschaut. Paulus schreibt, er ist erkannt von Gott. Dann haben wir geschaut, Gegenwart. Er kritisiert die Korinther. Ganz direkt. Ich habe das auch persönlich genommen. Und wir haben in die Zukunft geschaut, zu dieser Zukunftsmusik, die bis in die Gegenwart hineinragt. Und Paulus, der uns ermutigt, eben genau aus dieser Perspektive zu leben, weil am Schluss bleiben Glaube, es bleibt Hoffnung und es bleibt Liebe und die Liebe ist die größte von all diesen Dingen. Wir haben gelesen, Römer 5, Vers 5. Das heißt, die Liebe ist ausgegossen durch den Heiligen Geist. Die Liebe von Gott ist ausgegossen in unsere Herzen. Das ist die Liebe, die wir brauchen. Und wir wollen noch einen zweiten Vers zusammen lesen, den ich euch mitgeben will zum Schluss. 2. Korinther 3, Vers 17 bis 18. Da heißt es, der Herr aber ist der Geist. Wo aber der Geist des Herrn ist Freiheit. Nun aber schauen wir alle mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn, wie in einem Spiegel. Und wir werden verklärt in sein Bild, von einer Herrlichkeit zur anderen, von dem Herrn, der der Geist ist. Wir dürfen jetzt schon, wie durch einen Spiegel, aber wir dürfen jetzt schon den Herrn Jesus anschauen. Die Liebe, die er zu uns hat. Gerade wenn wir 1. Korinther 13 lesen, erkennen wir so viel von Jesus. Wir haben das zusammen gemacht. Wir haben auf Jesus geschaut. Und wir dürfen uns verändern lassen in sein Bild. Wir dürfen von ihm lernen und seine Liebe in uns aufnehmen, dass sie von uns auch auswirken darf. Wir nehmen uns einen Moment Zeit, wir werden ein paar Töne hören. Ich ermutige dich, egal ob du das auch schon gemacht hast oder noch nie, ins Gebet zu gehen und bewusst still zu werden und Jesus zu fragen, wo willst du deine Liebe durch mich sichtbar werden lassen im Umfeld. Vielleicht möchte dir Jesus einen Punkt aufzeigen, wo er dir schenken will, dass deine Liebe wachsen darf. Vielleicht sagt er dir in dieser Zeit aber auch, hey, wenn du an diese Liebe denkst, dann lass dich einfach mal zuerst beschenken. Beschenken von all der Liebe, die ich für dich habe. Ich ermutige dich in dieser Minute, still zu werden vor Gott und ihn zu fragen, was er dir heute mitgeben will. Jesus, du sprichst zu uns. Du zeigst uns, wer du bist.
Du zeigst uns deine Liebe. Und wir müssen nicht mit unserer Liebe Dinge vollbringen wollen, die wir gar nicht können, sondern wir dürfen unser Herz aufmachen. Und wir bitten dich, gieße durch den Heiligen Geist deine Liebe in unser Herz hinein, dass es uns im Innersten trifft und uns erfüllt. Wir brauchen deine Liebe. Wir brauchen nichts mehr. Und wir wollen dir Danke sagen, dass es nichts gibt, was uns von deiner Liebe jemals trennen könnte. Keine Gewalten, keine Mächte, nichts Hohes und nichts Tiefes. Wir dürfen in unserer Schwachheit kommen und du liebst uns. Du hast uns schon geliebt, als wir noch verloren waren. Und du liebst uns jetzt, wo wir gerettet sind. Und auch wenn wir zweifeln, wenn wir hinfallen, wir dürfen gewiss sein, deine Liebe bleibt. Deine göttliche, ewige, unendliche Liebe bleibt. Du wirst nicht von uns weichen und wir müssen uns nicht fürchten. Egal, deine Liebe bleibt. Amen.